Wir machen uns auf die Suche nach dem blauen Vogel. Jedem von euch ist er schon mal begegnet. Aber niemand weiß, wo er wohnt. Jeder würde ihn gerne behalten. Aber niemand kann ihn besitzen. Der blaue Vogel ist flink, ist fröhlich, ist wundervoll. Er kann kranke Menschen gesund machen und traurige Menschen fröhlich. Wir nehmen euch mit in die Welt des blauen Vogels. Unsere Geschichte beginnt am Heiligabend. Allerdings nicht mit so einem festlich geschmückten Baum und mit Geschenken. Nein, wir befinden uns beim Holzfäller Tüll und seiner Familie. Er lebt mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in einem kleinen, armseligen Haus. Seine Tochter heißt Mythel und sein Sohn heißt Tültül. Es war ein trauriger Weihnachtsabend gewesen.
denn die Familie hatte ganz wenig Geld. Und deswegen gab es keine Geschenke und nur ein ganz einfaches Abendessen. Aber das Schlimmste war, dass die Großeltern in dem Jahr kurz nacheinander gestorben waren und zum ersten Mal nicht mitfeiern konnten. Die Kinder gingen traurig zu Bett und die Uhr im Flur spielte ihre wohlvertraute Melodie. Mitten in der Nacht wachte Mythel plötzlich auf. Irgendetwas war sonderbar. Um sie herum schien alles magisch zu glänzen und zu funkeln. Verschlafen trottete sie zum Bett ihres großen Bruders und kuschelte sich zu ihm unter die Decke. Das war ein komisches Weihnachten, sagte Mythel. Tyltyl grunzte zustimmend und sagte, ja, keine Geschenke, kein Festessen. Und ich vermisse Oma und Opa so sehr. Da wollte er sich schon umdrehen und weiterschlafen. Da hörten sie in der Ferne plötzlich wunderschöne Musik. Neugierig stand Tyltyl auf, ging zum Fenster und öffnete die Fensterläden. Komm mal her, Mythel, das musst du sehen. Die beiden Kinder schauten aus dem Fenster und sahen, wie in der Einfahrt der Villa gegenüber prächtige Kutschen einfuhren. Die Villa war weihnachtlich geschmückt und überall blitzten die Lichter. Oh, die haben's gut. Ich würde auch gerne so schön Weihnachten feiern. Wer quäkt denn da so komisch? Fragte Mythel. Sie und ihr Bruder sahen, dass die Nachbarskinder eine Trompete und eine Trommel geschenkt bekommen hatten. Die müssen noch ein bisschen üben. Aus einer prächtigen Kutsche stieg ein älteres Ehepaar aus. Die Kinder kamen angerannt und riefen, oh Mama, oh Papa, frohe Weihnachten! Und dann tanzten sie um ihre Großeltern herum. Oh, die sehen aber schick aus, sagte Mythel. Die Nachbarskinder waren so begeistert, dass Mythel und Tyltyl gar nicht anders konnten, als einfach mitzutanzen.
Kinder tanzten immer vergnügter durch das Zimmer. Oh Schreck! Was war das? Tüll, Tüll fragte ängstlich in die Dunkelheit: Mama, bist du's? Da öffnete sich die Tür des Kinderzimmers, knarrend einen Spalt breit, und herein trat eine uralte, bucklige Frau und schaute sich suchend um. Mit brüchiger Stimme sagte sie: Wo ist der blaue Vogel? Was denn für ein blauer Vogel? Fragte Tüll, Tüll. Und wer sind Sie überhaupt? Ich bin die Fee Berilyn. Meine Tochter ist schwer krank. Sie ist immer traurig und nie glücklich. Nur der blaue Vogel kann sie heilen. Mytyl sagte: Meinen Sie vielleicht den da? Und zeigte auf einen Vogelkäfig in ihrem Kinderzimmer. Auf der Stange saß ein kleiner Wellensittich, der fröhlich zwitscherte. So ein Quatsch, sagte Tüll, Tüll. Unser kleiner Wellensittich, der kann doch kein krankes Mädchen heilen. Hören Sie mal zu, wenn Sie was brauchen, was Ihre Tochter glücklich macht, dann gehen Sie doch zu unseren Nachbarn. Die haben viel Geld und sind reich. Die haben alles, was man braucht, um glücklich zu sein. Unsinn, sagte die Frau. Ihr habt schon viel mehr, als ihr glaubt. Ihr seht es nur noch nicht. Da holte die Fee einen spitzen Hut. Vorne drauf prangte ein großer Stein. Die Fee sagte: Wenn ihr diesen Hut aufsetzt und am Stein dreht, könnt ihr hinter die Fassade der Dinge schauen. Da seht ihr die wahre Seele der Dinge. Tüll, Tüll nahm den Hut, setzte ihn auf und dann drehte er am Stein. Plötzlich begann alles um ihn herum sich zu bewegen. In der Küche hopste plötzlich das Brot satt und zufrieden aus dem Brotkorb. Die Flammen im Kamin wurden plötzlich lebendig und tanzten durch das Zimmer.
Der Hund konnte sprechen und sagte: Ruff, ruff, ruff. Die Katze ärgert mich immer. Miau, sagte die Katze. Stimmt doch gar nicht. Du verstehst einfach nur keinen Spaß. Der Milchkrug war auf den Boden gefallen und aus den Scherben und der Milchpfütze entstand plötzlich ein blasses Mädchen, das sich ängstlich umschaute. Auch die Zuckerdose war umgefallen und aus den kleinen Zuckerkristallen entstand plötzlich ein zuckersüßer Prinz. In dem ganzen Durcheinander begann plötzlich die Lampe geisterhaft zu schimmern. Aus den Strahlen erschien eine herrliche Königin. Tyltyl fragte: Wer ist das? Das ist das Licht, sagte die Fee. Die Kinder konnten gar nicht glauben, was alles um sie herum passierte. Auch die Fee sah plötzlich ganz jung und schön aus. Alles um sie herum begann zu tanzen. Rief Tyltyl. Hektisch drehte er am Stein. Du Unglücklicher, sagte die Fee, du hast den Stein zu schnell gedreht. Ein paar der Wesen hatten sich zurückverwandelt, aber nicht alle. Das Brot kratzte sich nachdenklich an seiner Kruste und der Zuckerprinz schielte unsicher zur Lichtkönigin. Oh Mann, wenn Papa das ganze Durcheinander hier sieht, da gibt's Ärger. Was sollen wir nur machen? Fragte Tyltyl. Ich führe euch ins Zauberland, sagte die Fee. Die Fee schwebte aus dem Fenster. Das Brot,
Der Zuckerprinz und die Lichtkönigin schauten Mytyl und Tyltyl auffordernd an. Er nahm Tyltyl die Hand seiner Schwester und sie liefen gemeinsam hinaus in die Nacht. Zurück blieb das dunkle Haus. Da öffnete sich die Tür und der Vater schaute verschlafen in das Zimmer und brummelte: Ich hätte schwören können, dass ich gerade die Kinder gehört habe. Er machte die Tür wieder zu, trottete zu seinem Bett und legte sich wieder schlafen. Die Eltern atmeten ruhig im Schlaf und die Uhr spielte ihr Lied, als ob nichts gewesen wäre. Der Palast der Fee hatte goldene Türme, die im silbernen Mondlicht schimmerten. Sie kamen in einen Festsaal und der Tyltyl sagte: Ja, was sollen wir denn jetzt eigentlich machen? Die Fee antwortete: Hört zu, Kinder, ich brauche eure Hilfe. Bitte helft mir, den blauen Vogel zu finden und meine Tochter zu heilen und zu retten. Ja, und wo sollen wir diesen blauen Vogel finden und suchen? Hört zu, geht für mich in das Land der Erinnerung. Hä? Land der Erinnerung? Ja, ihr findet es in euren eigenen Erinnerungen. Die Lichtkönigin wird euch dabei begleiten. Aber hört zu, ihr müsst pünktlich um 8:30 wieder da sein. Im Land der Erinnerung kann man schnell die Zeit vergessen und dann findet man nie mehr zurück. Die Kinder nahmen den Hut, nahmen den Stein und dann drehten sie am Stein. Plötzlich löste sich um sie herum alles in einem dichten Nebel auf. In den feuchtkühlen Schwaden sahen sie ein altes Bauernhaus.
Auf der Bank vor dem Haus sahen sie die Umrisse von 2 schlafenden Gestalten. Das sind Oma und Opa, rief Tül-Tül. Da erwachten die Großeltern. Und als sie ihre Enkel erkannten, gingen sie mit offenen Armen auf die beiden zu. Alle schlossen sich herzlich in die Arme. Und die Lichtkönigin tauchte das Wiedersehen in ein zauberhaftes, goldgelbes Licht. Da hörten sie plötzlich ein Gezwitscher. Das Zwitschern kam aus dem Pflaumenbaum gegenüber vom Haus. Und tatsächlich, oben in der Baumkrone saß eine Amsel, die fröhlich tirillierte. Das ist er. Das muss er sein, sagte Tül-Tül. Stimmt, der schimmert doch ein bisschen blau, sagte Mytül. Und schon rannten die Kinder los. Ihre Großeltern hatten sie ganz vergessen. Sie machten sich auf die Jagd nach dem Vogel und tatsächlich, es gelang ihnen, die Amsel in ihren Vogelkäfig zu sperren. Da hörten sie aus der Ferne plötzlich die Uhr. Und Tül-Tül sagte, oh, ist es schon so spät? Wir müssen zurück. Schnell, Mytül. Die Kinder verabschiedeten sich herzlich von ihren Großeltern. Kommt bald wieder, sagte die Großmutter und tupfte sich mit ihrem Stofftaschentuch eine Träne von der Wange. Die Lichtkönigin führte die Kinder zurück durch den dichten Nebel. Wir haben euch lieb, hörte man die Stimmen der Großeltern aus der Ferne rufen. Rief Tül-Tül völlig begeistert, als sie zurück im Palast der Fee waren. Aber als sie in den Käfig schauten,
da stellten sie fest, dass da nur eine einfache schwarze Amsel drin war. Mythil sagte, hey, gerade eben war sie noch blau, ich schwöre. Die Fee schaute traurig zu Boden und sagte, Kinder, da habt ihr euch wohl blenden lassen. Das ist kein blauer Vogel. Aber wisst ihr was? Ich habe eine Idee, wo ihr suchen könntet. Geht in den Palast der Nacht. Mythil sagte, oh, Nacht, das klingt aber ganz schön gruselig. Ja, sagte die Fee, das ist es auch. Aber wer den blauen Vogel finden möchte, der muss seine Angst überwinden. Mythil und Tyltyl nahmen sich an der Hand, nahmen ihren ganzen Mut zusammen und dann machten sie sich auf den Weg. Der Palast der Nacht war schwarz, finster und sah gefährlich aus. Die Nacht selbst war eine Herrscherin in einem wallenden schwarzen Kleid. Tyltyl sagte, Entschuldigung, können wir uns hier vielleicht ein bisschen umschauen? Natürlich könnt ihr das, antwortete die Nacht. Aber ich warne euch, ihr werdet in meinem Palast Dinge sehen, die euch das Fürchten lehren. Mythil und Tyltyl ließen sich davon nicht abschrecken. Sie gingen zu einer Tür und öffneten sie. Und tatsächlich, dahinter waren die Schrecken der Nacht, die Angst vor Gespenstern, die Angst vor Krankheit und Tod, die Angst vor der Dunkelheit. Sofort kam das Brot angehopst und schmiss die Türe kraftvoll zu. Da gibt es keine blauen Vögel, sagte das Brot. Die Kinder suchten weiter. Und sie kamen an eine zweite Tür. Diesmal öffneten sie die Tür ganz vorsichtig, nur einen Spalt weit. Da kamen fröhlich tanzende Sterne angeschossen und wirbelten durch die Luft. In der Nacht gibt es ja nicht nur Angst und Schrecken. In der Nacht gibt es ja auch Feiern, Partys und Tanz. Steht mal alle auf. Alle aufstehen. Denkt euch, eure Hände sind Sterne. Die Finger sind die Lichtstrahlen. Und jetzt lassen wir zur Musik die Sterne tanzen. Los geht's.
Das reicht, sprach die Nacht streng. Und sofort sausten alle Sterne widerwillig in ihr Zimmer zurück. Der Zuckerprinz sagte, hey, schaut mal da hinten. Da ist ein riesengroßes Tor. Das ist so groß, das ist euch gar nicht aufgefallen. Mythel und Tyltyl gingen zum Tor, rötelten und ratterten, aber es ließ sich einfach nicht öffnen. Da hatte Tyltyl den Einfall und nahm nochmal seinen Zauberhut. Er setzte ihn auf und drehte am Stein. Und plötzlich ging das Tor ratternd auf. Wie schön es hier ist. Es ist ja das reinste Paradies. Ja, alles voller blauer Vögel. Komm, wir fangen so viele wie möglich. Die Nacht beobachtete die Kinder ganz genau. Ich hab schon 7. Komm, noch mehr! Mehr! Hey, ist gut. Ich glaube, wir haben jetzt genug. Lass uns zur Fee gehen und ihr unsere Beute zeigen. Und so ging Mythel und Tyltyl zurück. Schau mal, wie viele Vögel ich gefangen habe, sagte Mythel stolz. Aber als sie im Palast der Fee ankamen und vor der Fee standen, da fielen die ganzen Vögel leblos in sich zusammen. Die Fee sagte, das sind Mondvögel, die vertragen kein Sonnenlicht. Och, Menno! War ja schon wieder alles umsonst, ärgerte sich Tyltyl. Wenn ihr wirklich einen blauen Vogel finden und fangen wollt, dann braucht ihr Geduld. Dann dürft ihr nicht aufgeben. Und ihr müsst über euch hinauswachsen. Als nächstes schicke ich euch auf den Friedhof. Mythel und Tyltyl bekamen Gänsehaut. Der Friedhof war von einer hohen schwarzen Mauer umgeben und schimmerte unter dem Sternzelt. Die Kinder zitterten, als sie durch das schmiedeeiserne Tor traten. Umringt von Gräbern unter einer großen Eiche nahm Tyltyl den Hut. Er atmete geräuschvoll ein und dann drehte er den Stein. Erst
passierte gar nichts. Nur gespenstische Stille. Doch dann öffneten sich wie von Geisterhand die Gräber. Doch was war das? Aus den Särgen wuchsen wunderschöne Pflanzen. Es blühten die schönsten Blumen in den schillerndsten Farben. Der Friedhof hatte sich in einen Märchengarten verwandelt, mit summenden Bienen und zwitschernden Vögeln. Tyltyl nahm seine Schwester an der Hand und gemeinsam liefen sie durch die zauberhafte Pflanzenwelt. Wow! Schaut mal da! Sprach das Brot und zeigte in den Himmel. Und tatsächlich, da oben im Himmel war ein wunderschöner, blau schimmernder Vogel, gar nicht weit weg. Tyltyl sagte, das muss er sein. Mytyl sagte, ja, komm, den fangen wir, den holen wir uns. Und dann rannten die Kinder los, so schnell sie konnten. Der Vogel flog direkt auf das Meer zu, eine schroffe Felsküste. Die Kinder rannten, die Füße taten ihnen weh, doch sie gaben noch mehr Gas, wurden immer schneller und schneller und kamen dem Vogel immer näher. Schon waren die Federn zum Greifen nah, da machten die beiden einen Sprung und stürzten hinab in die Tiefe. Aus dem unendlichen Abgrund, aus der Tiefe, hörten sie das Läuten der Kirchturmuhr ihres Dorfes.
sie hörten noch einen weiteren Klang, der ihnen sehr vertraut vorkam. Plötzlich standen Mythel und Tyltyl mit der Fee vor ihrem Haus. Tyltyl sagte: Es tut mir leid, wir haben es nicht geschafft. Aber die Fee sagte: Doch, ihr habt sehr viel geschafft. Mit jedem falschen Vogel, den ihr gefangen habt, seid ihr dem richtigen blauen Vogel ein Stück näher gekommen. Der blaue Vogel ist ein Symbol für das Glück. Das Glück, das man in den kleinen Dingen finden kann und vor allen Dingen in sich selbst. Um diesen Vogel zu finden, braucht ihr keinen Hut. Da braucht ihr nur ein offenes und waches Herz. Und dann könnt ihr den blauen Vogel finden. Es ist Zeit, Abschied zu nehmen, sagte die Fee. Hört nur, die Uhr. Die Uhr. Sie spielt das Lied der 8. Stunde. Kommt, Kinder, auf! Geht zurück ins Haus! Guten Morgen, Kinder! Hörte man die Stimme der Mutter. Tyltyl und Mythel erwachten in ihren Betten und sagten: Wo ist die Fee? Wo sind wir? Der Vater stand in der Tür und sagte: Mensch, ihr zwei, ihr habt ja ganz schön tief geschlafen und geträumt. Neben dem Vater stand noch eine weitere Frau. Mythel und Tyltyl zuckten zusammen und sagten: Das ist die Fee Berilyn. Der Vater sagte: Kinder, was ist mit euch los? Was ist heute Nacht passiert? Das hier ist doch unsere Nachbarin. Und die Frau sagte: Ja, hallo, also ich wohne gegenüber. Meine Tochter ist leider schwer krank und ich wollte einfach eure Eltern fragen, ob sie uns vielleicht helfen können. Genau in dem Moment zwitscherte der kleine Wellensittich von Mythel und Tyltyl in seinem Vogelkäfig.
Da schauten sich die Kinder verschwörerisch an, grinsten sich zu und sagten: Wissen Sie was? Bringen Sie Ihrer Tochter doch unseren Vogel. Er ist klein und unscheinbar, aber sein Zwitschern hat uns immer glücklich gemacht. Die Frau nahm den Vogel und ging damit zu ihrer kranken Tochter. Der Vogel zwitscherte und plötzlich war die Tochter wieder gesund. Der Vogel aber flatterte davon. Wenn euch einmal der blaue Vogel das Glück begegnet, dann versucht nicht, es festzuhalten, sondern freut euch an der Schönheit des Augenblicks. Wer das Glück sucht, wird es überall finden. Er muss nur hinter die Fassade gucken und die wahre Seele der Dinge erkennen. Manchmal werdet ihr Geduld brauchen. Manchmal werdet ihr Mut brauchen. Und manchmal werdet ihr über euch selbst hinauswachsen müssen. Aber dann werdet ihr das Glück finden. Man kann es nicht festhalten. Man kann es nur verschenken oder teilen und damit noch größer machen. Einen Riesenapplaus für das Orchestre Philharmonique du Luxembourg. Und unseren Dirigenten Steffen Tast. Schönen Bilder an Sabine Pflitsch, die irgendwo hier im Publikum sitzt. Wo ist sie? Da vorne. Danke für die Bilder. Vielen, vielen Dank. Ihr wart ein wundervolles Publikum. Gebt noch einmal alles für die Künstler.